Willkommen hier bei Linguistik in Bern, unserer Miniserie, in der wir SprachwissenschaftlerInnen von der Uni Bern zu spannenden Fragen rund um ihre Forschung befragen. Heute freue ich mich sehr, die Lucius Döni bei uns begrüssen zu dürfen. Wenn man so Forschungsstelle für Namenskunde hört, kommt mir da als erstes Vornamen und Familiennamen in den Sinn. Worum geht es in Namenskunde? Oder was bedeutet das, Forschungsstelle für Namenskunde? Ja, ich denke, die erste Assoziation für viele sind Personennamen. Bei uns ist es allerdings so, dass wir spezialisiert sind auf Ortsnamen. Also Orts- und Flurnamen im Kanton Bern. Und wir arbeiten schon seit Jahrzehnten, also noch bevor ich angefangen habe, an dem grossen Berner Ortsnamenbuch, wo wir alle Orts- und Flurnamen im Kanton Bern sammeln und dokumentieren und erklären, soweit man das kann, woher das die Namen kommen und was sie auch mal bedeutet haben. Jetzt, wenn du sagst Ortsnamen, mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war Orientierungslauf, früher in Sek oder so. Ich war mega schlecht in dem. Bist du mega gut in dem? Nicht speziell, aber sicher ist es so, dass ich früher schon in der Jungschar viel mit Karten zu tun hatte. Und ich denke, es geht noch vielen Leuten so, dass wenn man eben auf der Karte schaut und sich noch mit dem Gelände bewegt, dass einem dann die Namen auffallen und dass man oft auch dann das Bedürfnis hat, auch zu wissen, was hat es auf sich mit diesen Namen, woher kommen die. Gewisse versteht man ja ohne weiteres, aber andere versteht man nicht. Und dann kommt man auch so ein bisschen ins Studieren und ich denke, das ist für viele auch noch eine Faszination. Du hast es gerade angesprochen, Faszination. Was war es denn bei dir gewesen, wie ursprünglich die Faszination für vielleicht Sprache im Allgemeinen, aber dann auch, es ist ja schon sehr nischig, würde ich jetzt sagen, oder wenn man vielleicht nicht weiss, was es bedeutet, denkt man vielleicht zuerst, das muss ich jetzt mal googlen. Und wie war das bei dir so gewesen? Ist das schon immer so dein Ding gewesen, oder hat sich das irgendwie auch entwickelt, oder hat es einen bestimmten Grund gegeben, in deiner Biografie, die zu dem geführt hat, dass dich das Thema so interessiert hat? Ja, also zur Namenkunde bin ich eigentlich ein bisschen indirekt gekommen. Ich habe ursprünglich im Studium eigentlich vor allem ältere germanische Sprachgeschichte gemacht. Und dort hat man sich dann beschäftigt mit Lautgesetz und mit Etymologie und ähnlichen Sachen, Sprachwandel auch allgemein. Und in diesem Bereich habe ich dann auch Doktorarbeit gemacht, im Anschluss als Studium. Und bin erst ein bisschen später dann, also schon im Verlauf der Arbeit, der Doktorarbeit, habe ich immer wieder auch mit Namen zu tun gehabt. Und bin dann erst in einem späteren Stadium dann in die Namenkunde auch eingestiegen und habe dort natürlich meine Ausbildung in der älteren germanischen Sprachgeschichte auch sehr gut können brauchen. Wenn du jetzt so an den Anfang zurückdenkst, hat sich etwas an deinem Blick auf Sprache verändert? Jetzt, seit du angefangen hast, seit du gewusst hast, das ist es, bis jetzt? Ich nehme an, das ist jetzt sicher auch schon ein Zeitchen her, ich weiß jetzt nicht wie Ja, lang. das ist ein langer Prozess, da ist viel Zeit vergangen seither. Und ja, natürlich habe ich sehr viel dazu gelernt, wie die Sprache funktioniert und wie sie sich verändert und warum sie so ist, wie sie ist. Und aber nach wie vor gibt es natürlich auch sehr viele offene Fragen und auch weiter Forschungsbedarf und man kann auch immer wieder dazu lernen. Aber vielleicht das Wichtigste, was ich gelernt habe jetzt in dieser Zeit, ist also wie gross und wie vielfältig das die Sprachwissenschaft ist. Es gibt ja so viele verschiedene Unterbereiche und Spezialisierungen, die ich am Anfang mir gar nicht hätte vorstellen können, was es alles gibt. Du hast gesagt, eben, es gibt Sachen, die noch nicht so gut verstanden sind. Es gibt so Sachen, die dich immer wieder überraschen. Oder begegnest du Überraschungen in deinem Alltag, sage ich jetzt mal als Forscher? Ja, also mein Alltag besteht vor allem daraus, die Orts- und Flurnamen zu dokumentieren und zu deuten. Und da gibt es sehr viele Überraschungen. Also es ist immer wieder auch erstaunlich, wie solche Namen zustande kommen. Und dass man, wenn man dann vor allem eben in die historischen Belege hineinschaut, dass die oft einen ganz anderen Ursprung haben, als man ursprünglich würde vermuten. Und es ist eben auch nicht selten der Fall, dass ein Name im Verlauf der Zeit
umgedeutet worden ist, weil die Namen oft irgendwelche ganz alte Wörter enthalten, wo das Wort selber ist schon längstens ausgestorben, aber im Namen sind sie wie noch konserviert. Und dann haben die Leute natürlich den Namen nicht mehr verstanden. Aber es ist natürlich ein Bedürfnis, die Namen zu verstehen. Oder auch, man hat gerne sinnvolle Namen, oder? Man macht sich Gedanken darüber, was soll das heißen. Und wenn man jetzt einen Namen hat, wo man nicht mehr versteht, kann es eben relativ leicht dazu kommen, dass man den Namen wie ein bisschen umändert, damit er wieder einen Sinn ergibt. Und das ist etwas, was wir relativ häufig auch damit zu tun haben. Und eben das ist dann entsprechend auch eine Überraschung, wenn man dann sieht, wie ein Name, wo man an und für sich auf den ersten Blick denkt, versteht man leicht, ist durchsichtig, völlig andere Herkunft hat. Bist du auch viel unterwegs oder bist du vor allem hinter der Karte? Nein, wir sind nicht mehr so viel unterwegs. Also es ist so, dass in einem ersten Schritt die Sammlung aufgebaut worden ist. Und damals ist man sehr viel unterwegs gewesen. Also man hat Exploratoren und Exploratorinnen ausgeschickt in sämtliche Gemeinden vom Kanton Bern, also deutschsprachige Teil. Und die haben vor Ort Leute befragt, also haben geschaut, dass sie mit jemandem zu tun haben, der ortskundig ist, möglichst das ganze Leben schon dort gewohnt, oder? Und haben gefragt, welche Namen gibt es bei euch und könnt ihr mal beschreiben, was das ist, und haben das dann in phonetischer Schrift aufgeschrieben. Die Sammlung die ist aber schon länger komplett. Und da haben wir jetzt eben sehr grosse Mengen KT-Karten. Und im Moment ist jetzt unsere Aufgabe, aus dieser Sammlung das Buch zu produzieren. Und dann muss man das ganze Material zuerst ordnen und sortieren. Das ist recht schwierig zum Teil zu sehen, was gehört wie zusammen. Und dann Worterklärungen zu schreiben. Und das Buch, in welchem Umfang kann man sich das vorstellen? Es dann nach einem Riesenprojekt, oder? Ja, das ganze Projekt ist wirklich ein Generationenprojekt. Also die das angefangen haben, sind schon nicht mehr am Leben. Und spätere Generationen haben es dann jeweils weitergemacht. Und wir haben bisher 6 Teilbände produziert. Jetzt sind wir am 7. Teilband und das soll auch der letzte werden. Also wir gehen alphabetisch vor, jetzt sind wir beim W, also jetzt ist nicht mehr viel bis zum Z. Generationenprojekt, das heisst also, es ist auch wichtig, dass Leute nachziehen. Warum sollte man das machen? Warum ist es wichtig, dass da Leute nachziehen, dass man das weiterhin macht, dass Leute kommen und das Gleiche machen? Ja, ich denke, es ist noch wichtig zu sehen, dass die Namen sehr wichtige Funktionen haben in der Gesellschaft. Dass es auch ein Kulturgut ist bis zu einem gewissen Grad, wo sich lohnt, dass man das auch wertschätzt und sich damit beschäftigt und das auch dokumentiert für spätere Generationen. Und auf die Weise denke ich, dass eben Leute, die sich für Sprachen und Mundarten interessieren, das eigentlich relativ leichten Zugang haben. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, die Namenforschung ist auch sehr interdisziplinär. Also wir arbeiten zusammen vor allem auch mit der Geschichtswissenschaft und mit der Archäologie. Und da kann man sich auch gegenseitig Inputs geben. Also sie profitieren auch von der Arbeit, die wir machen. Und wir können wiederum auch Resultate aus ihrer Forschung mit berücksichtigen. Also so hängen auch die verschiedenen Fächer miteinander zusammen und man kann gegenseitig profitieren voneinander. Wie ist das so? Gibt es etwas, was auch ein bisschen mühsam ist, manchmal? Gibt es so etwas an deinem Forschungsalltag, wo du vielleicht ein bisschen weniger gerne machst, was aber einfach dazugehört? Oder brennst du für alles so fest? Also es gibt schon auch viele schwierige Sachen. Und, also wir haben vor allem halt damit zu kämpfen, dass wir enorm viel Material haben. Und dass es sehr schwierig ist zum Sortieren und zuweisen, was gehört wo an. Also so Abgrenzungsprobleme. Zum Beispiel ist es halt häufiger so, dass die Namen zusammengesetzt sind und dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um den Namen herzuleiten. Und dann, wenn man gewisse Belege hat, muss man dann bei jedem entscheiden, jetzt zu welchem Ansatz tue ich das. Und das ist manchmal wirklich schwierige Arbeit, oder dann macht man es mal. Dann zeigt man es mal den anderen vom Team und die finden dann, nein, das ist irgendwie nicht richtig zugewiesen, das muss man nochmal umstrukturieren. Und wenn man so viel Material hat, also
Wir haben, wissen es nicht ganz genau, aber schätzungsweise haben wir 1 Million so Karteikärtchen mit Beleg drauf, auf Papier, alles, also eine ganze Schränke voll mit denen. Und dann eben, wenn man etwas muss umsortieren und es sind hunderte von Namen oder und zu jedem hat es vielleicht wieder mehrere Belege, dann ist es schon sehr eine grosse Fleissarbeit zum Teil. Ja, fleissig muss man also sein. Du hast das Team angesprochen. Gibt es etwas in deiner Laufbahn, wo du irgendwie im Austausch mit KollegInnen oder StudentInnen auch, wo dir irgendwie geblieben ist, irgendein Moment, irgendein Highlight, wo du nicht vergessen hast bis jetzt, oder einfach so irgendwie? Ja, ich würde sagen, also was für mich vor allem lehrreich ist, dass andere immer wieder auch Sachen hinterfragen, die ich wie für selbstverständlich genommen habe oder wo ich gedacht habe, ich weiss. Und dann widerspricht jemand und sagt, das ist doch ganz anders. Und dann, ja, vielleicht ist die erste Reaktion gar nicht unbedingt so positiv, sondern dass man eher das Gefühl hat, ich weiss doch das und da bin ich mir jetzt sicher. Und trotzdem zeigt sich dann eben jemand mal im Nachhinein, dass man eben doch nicht recht gehabt hat. Und das schätze ich schon sehr auch am Wissenschaftsbetrieb, dass man eben ja, wirklich kritisch hinterfragt wird und auch immer wieder geprüft wird. Und dass einem einmal jemand sagt, du bist sicher, prüf doch das nochmal nach, da bist du eventuell auf der falschen Schiene. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist es eigentlich immer lehrreich und dass man sich auch weiterentwickelt und ja, eben auch sich kritische Fragen gefallen lässt und auch nicht eingeschnappt ist, oder, wenn jemand mal widerspricht. Und das gehört auch zum Wissenschaftsbetrieb dazu und ist auch sehr ein wichtiger Teil davon, meiner Meinung nach. Was würdest du jemandem auf einen Weg geben, der jetzt am Anfang des Studiums steht? Ja, ich würde sagen, einfach mal ein bisschen erkunden, was es alles gibt und sich auch ein bisschen faszinieren lassen. Ich denke, man merkt relativ schnell dann, was einem mehr interessiert und was vielleicht weniger. Ich denke, der wichtigste Tipp von meiner Seite wäre, möglichst viel lesen. Und zwar nicht nur das, was man muss vom Kurs oder was vorgeschrieben ist, sondern wirklich auch auf eigene Initiative lesen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach fast das Wichtigste. Und auch eben die Bibliothek und die viele Angebote, viele Literatur, die es schon gibt, erkunden. Und so kommt man automatisch dann auch auf die spannenden Themen oder merkt, was einem packt. Also da braucht es sicher eben Eigeninitiativen und auch den Willen, sich einzuschaffen und etwas selber herauszufinden. Dann geht das in eine gute Richtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Ortsnamen erforschen, könnte ich euch einfach schreiben und fragen, ob ihr etwas zu dem habt? Ja, sicher, ja. Also wir kommen relativ regelmäßig eigentlich auch Anfragen über aus dem Publikum, wo jemand etwas möchte wissen. Meistens eben sind es Leute, die über einen Namen nachgedacht haben, dort wo sie wohnen, oder, wo vielleicht ein bisschen rätselhaft ist, die gerne eine Auskunft möchten. Oder auch aus den Medien kommen Anfragen zu einzelnen Namen und dann geben wir gerne Auskunft. Dann hätte ich noch die letzte Frage, und zwar, vorher habe ich schon etwas in die Richtung gestellt, aber wenn HörerInnen aus dem Podcast jetzt aus unserer gemeinsamen Folge hier mitnehmen, dass Linguistik lebendig und relevant ist, was hast du das Gefühl, was wäre das? Ja, also vielleicht, wenn die Leute irgendwo auf einer Wanderung unterwegs sind, da kommt man an solchen Namen vorbei und macht sich ein paar Gedanken, was das heissen könnte. Und dann denke ich, ist das vielleicht ein Anlass, eben auch zum sich mal ein bisschen informieren oder nachzufragen oder nachzuforschen. Und ich hoffe, dass wir einen Beitrag leisten dazu. Sehr cool. Danke vielmals. Ja, dann wäre es das gewesen. Das war es, unser Gespräch mit dir. Lucius, merci vielmals. Ein spannender Einblick in die Welt von den Namen und von Sprachgeschichte. Und dann hoffen wir, dass unsere HörerInnen bei der nächsten Wanderung an diese Folge denken. Ja, danke. 1, 2, 3